Ja, so ahnungslos. Diese Regenbogenspiralen. Die, wo die Treppen geschubst hast? Ja, zum Beispiel. Wird Ex-Freundin. Warum was Kaum unerwartet. was schwanger oder wie? Also danach nicht mehr. Okay, da geht er dahin, der Kanal. Adios, amigo. Habe die Ehre miteinander. Ich bin's, der Birger. Das ist der Conny. Servus. Der hat übrigens auch seinen eigenen Podcast, heißt Viva la Mouvement. Komm mal reinlunzen. Voll Das ist geil. der Florian. Hello. Hast du noch keinen Spendeausweis? Noch nicht, aber... Was, ja oder nein? Na, noch nicht. Ja, dann droppst keinen Loot, wenn du stirbst. Und das ist Schwedibild. Warum tue ich das? Weiß ich nicht, was soll ich? Spezi-Wirtschaft heute. Nicht geschafft. Mein Asperspray. Wenn ich Mein Asperspray auseinanderbrochen. wenn ich da wieder eine tröte dann später, dann breite ich dann das Spritzen. Prost, die Herren. Ah, da schau, das ist ein Splitter von dem Spray. Solange es nicht zerreißt. Köstlich, ich bring's eben nicht leer, weil ich traurig. Widerliches scheiß Augustinerpulver. Ja. Kreuz verrissen, beim Obrosten, Ja. Umstessen. Ha, hab ich was Kreuz, ach, halt mal. Weißt du nichts? Da weißt du gar nicht zum Ausdruck stehen, praktisch. Nein, überhaupt nicht. Schau meine geringen Gamer-Oberarme an, das ist ja lächerlich. Das ist ja lächerlich. Todesbizeps. So, Kinder, wir haben uns heute hier versammelt, um ein Thema zu besprechen, das wundervoll. Spielzeug aus der Kindheit. Das war schön. Das war schon schön. Hab ich Wenn man uns gehabt? gehört hat. Wie man uns kann, oder? Ja. Die erste Frage an dich, Florian. Ja. Lego oder Playmobil? Tatsächlich, ich habe beides sehr wenig gespielt. Also von dem her bin ich, glaube ich, der einzige Mensch der Welt, der sagt, es ist mir scheißegal. Es ist mir komplett wurscht. Die Frage dahinter war eigentlich, hast du Lego oder Playmobil gehabt? Ich habe beides nicht so richtig gehabt. Beides nicht so richtig. Also war- weder Aber wie kann Kindheit man noch jetzt nicht so Leben. richtig haben? Na, deswegen habe ich einen Bürojob und du nicht bauen. Den verstehe ich nicht. Was hast du dann gehabt? Ein VT Ich habe einen wahrscheinlich. Fußball gehabt und draußen. Okay, Meine Eltern haben mich mal lass nach ich zählen. draußen Ja, okay. geschickt. Okay, Ja. das ist nach draußen. Ja, man kann Lego übrigens auch draußen spielen. Es geht. Also wo ein Wille ist, da ist da Und auch schaut ein Lego in 2 Wochen aus wie die scheiß Nintendo noch waren, aber Auf die kommen wir später zu sprechen. Kannst du, warum die so gelb sind? Das ist normal. Die Frage. ganz normal. Das ist damals- beim Doktor auch, oder Ich habe was? damals beim Zocken geraucht wie ein Arschloch, deswegen. Als 12 Jahre. Also, um das vielleicht ein bisschen einzugrenzen, eigentlich, ich weiß jetzt nicht ganz, weil da vor uns tatsächlich ein NES und ein Super Nintendo und auch der Game Boy und so weiter liegt. Für die bloß zuhören, grenzt man sich erst einmal ein analoges Spielzeug aus der Kindheit. Das bei uns die 90er, bei die frühen 2000er. Hast du in deiner Kindheit bloß einen scheiß Fußball gehabt? War's das? Ist das wirklich alles, Florian? Wir haben so dieses Thema mit den Nerf Guns und sowas, das haben wir noch gehabt, das hat so ein bisschen angefangen. Und auch diese anderen Nerf-Teile, die wo es werferkunst, die wo dann so Geräusch Die, wo gemacht so haben. pfeifen und Diese so. Da hat es sogar so ein Ding gegeben, das man aufgrund der Form unfassbar weit schmeißen hat können. Also Ich glaub, wenn du das war normalerweise sogar- 30 Meter geworfen hast, hast du das Teil 60 geworfen. Das war aber das, Oder 50. oder? Ja? Warte, das glaub, heißt das schon war- wie so ein Football mit Ja, zwei. mit Ja, Schwarf, genau. ja genau, das ist das. Und das hat dann auch noch ein scheiß Geräusch gemacht, das hast du nicht nur weit geworfen. Das war nur lustig. Ja, genau. Deswegen hast du es wahrscheinlich so weit werfen können. Richtig scheiße. Damit es ja auch jeder hört, so Ja. viel es geht. Ja. Lego oder Playmobil? Ja, Lego. Ich fand zwar Playmobil auch cool, so wie die Ritterburg und das große Piratenschiff, aber Lego war immer das Nonplusultra. Playmobil Piratenschiff? Ja, da hat es auch eins gegeben. Die haben ja praktisch nur voneinander abgekupfert, die zwei Vollidioten. Wobei Lego immer das bessere Zeug gemacht hat, finde ich. Weil die geilen Aquanaut-Zeug und das Space Police Mist und so den ganzen... 80er Jahres Weltraummann. Ja, nur, also... da bin ich zu jung gewesen, weil ich bin erst 88 geboren, aber Ja, in den 90er hat's dann, das war immer so rot und grä und dann hat es so UFO-Zeug gegeben. Das war lauter geiler Scheiß. Das habe ich nicht gehört. Aber Piraten und Insulaner und die Überreste davon habe ich bei mir im Keller gefunden. Die liegen übrigens auch davon. Ich habe einen Hai, ein Krokodil, ein Insulanerboot und einen Affen habe ich gefunden. Mehr ist nicht mehr übrig. Das ist bitter. Ja? Riesenüberreste. Ja, das waren die wichtigen Teile. Ich hab bei mir in der Kiste noch so eine Palme gesehen, als letztes Mal ausschauen Boah, das waren so kleine braune Stickerl, die wo man so Birnen hat. Ja, genau. Ja. Die waren voll geil. Du sitzt wahrscheinlich da und denkst, ja. Lass uns die zwei reden. Okay, also du hast einen Nerf-Boy gehabt und einen Fußball. Und Ja, Hast was du noch? einen wir haben echten wirklich ganz Fußball? viel
Oder hast du selber bauen müssen, wie in so einem. Ja, wir haben den aus Lego dann gebaut, du Volldepp. Nein, natürlich einen echten. Nein, ich meine jetzt so in Dörfern, wo sie so viel Geld haben, da haben sie auch einmal selber Bälle Immer gebaut. so, aus wir haben Lehm. einfach so 100 Hodern haben wir, die haben wir So zusammengetragen, ja. genau, einfach Okay. mit Kleber. Mit der Kurplunzen. Und bevor es gespielt habt, habt ihr wieder Nase machen müssen, damit Genau. ein bisschen weich ist, oder? Ah, okay. Ja, Das bitte. hat am Fuß geklebt. Du musst doch das also ein typisches Kinderzimmer gehabt haben. Da brauchst du mir nicht erzählen, dass da nicht irgendeine Art von Spiel. Ich hab so die Ich hab bis 15 beim Schlafzimmer von den Eltern geschlafen. entweder das oder das Kinderzimmer war pinker und mit Barbie bestückt, als ich das wahrhaben will. Das möchte ich jetzt hier nicht erläutern. Also, ich Also ich war erinnere einer mich von den nicht. ganz coolen, so mit, in den jungen Jahren habe ich so eine Tapete gehabt und das war so mit Sternen, Mond und Sonne. Ja, nein, ohne Sonne. Aber die hast praktisch, wenn du das Licht ausgemacht hast, dann hat das noch gleicht. Also, was ging Ja, ja? war schon cool. Ja, Ja. das habe ich damals gehabt. Da hab ich ja Turtles-Lampen gehabt für sowas. Und aber mit, geil. Boah, leck nur ganz Turtles, kurz, ne? mit dem Kinderzimmer, mit dem pinken Zimmer hast du später mal nicht so ein Recht gehabt. Aber das machen wir mal anders. Ich wiederhole mich, aber es erklärt so manches. Da muss ich irgendwas drin, wenn ich die 100-mal frage. Was war da? Da muss Speckzeug drin gewesen sein. Das gibt es nicht. Und wenn da kein Lego und kein Playmobil drin ist, dann gibt es nicht mehr recht viele Optionen. Autos. Matchbox. Spielzeugautos. Ja, so ein kleiner Teppich Rennbahn. und ein paar Autos waren halt drauf. Hast du Dieser- den typischen Teppich gehabt mit den Straßen um? Ja, Okay. Ja. Mit was bist du umeinander gefahren? Im mit so Fußball. kleinen Autos. Das war Mit alles dem das. Barbie-Mobil, sag's was ist. Ich war immer kein, ich hab Barbie immer abgeholt. Was noch? Kommt jetzt ein Film übrigens. Gell? Hat- Ein Barbie-Film. Ja, hab mit ich- der hast du Margot gekehrt, ja. Robbie in der Hauptrolle und ein Ryan Gosling als Ken. Ich wollte jetzt gerade das Schimpf anfangen, dann hast du Margaret Robbie gesagt, dann muss ich mir mal reden. Ja, absolut. Die kann alles spielen. Die kann dann Ken auch spielen, ich darf mal schauen. Aber zurück zu deinen. Ja, mein Zimmer war halt einfach la. Also ich habe wirklich nicht viel Code. Ferngesteuerte Autos. Na, da habe ich tatsächlich eine Zeit lang einmal eins gehabt, aber es war nicht mein, ich bin nicht so der Autotyp. Was ich noch gehabt habe, muss ich jetzt Bitte. ehrlich sagen, was in meinem Zimmer noch ganz präsent war, waren Kassetten. Musikkassetten Ja, oder Kassetten. VHS-Kassetten. Na, Musikkassetten. Also VHS So hast du, Hörspiele damals. hast du nicht mehr gehabt, oder? VHS-Kassetten. Doch, tatsächlich schon ein paar. Okay. Doch. Aber eher Kassetten zum Einschlafen. Benjamin Blümchen. Ich glaube, Bibi Blocksberg. hatte ich auch. Ah. Aber Benjamin Ah. Blümchen, glaube ich, Die drei ungelogen, Fragezeichen. hatte ich nicht mehr. Das war eigentlich eher dann schon CDs. Wir haben die anderen gehört. TKKG. TKKG, da habe ich sogar Spur einmal gehabt am PC. Das war. Jetzt gehörst ich glaube, sie haben mir Heroin gespritzt. Wie fühlst du dich eigentlich wie immer? Oh, sieh mal, ein Penner. Mein Kreuz, ich hab das Kreuz verrissen vom einfach da sitzen. Das ist echt unangenehm. Ja, er ist alt. Birger ist einfach alt. Actionfiguren gehabt? Na. Also sowas wie, da kämen wir Ja, jetzt ins Spiel. Turtles, wenn wir vorher schon gesagt haben, weil Turtles sind an dir auch wahrscheinlich komplett vorbeigegangen. Wir Das haben waren da- frühe 90er. Ja, ich habe Mitte. im Fernsehen gesehen und wir haben, es hat doch da einmal ein Spiel gegeben auf der PlayStation 1 oder so. ja, du Oder hast Viele ständig- haben sie also durch alle Konsolen, glaube ich, gezogen. Ja. Ja, aber das habe ich tatsächlich noch gespielt, das war ganz cool. Turtles Nur beim in Time Kumpel auf dem Super Nintendo war das Beste. Das wollte ich jetzt gerade anmerken. Ja, ich weiß da nicht, steht er tatsächlich. Und Nein, Turtles du in Time ist bis heute eines der besten Beat'em-Ups, die es gibt. Ja. Gibt es ein Remake übrigens? Also das heißt der Remake, es gibt Nein, so eine eine Neuauflage. Neuauflage, das ist Shredder's Revenge. Gell? Ja, aber es ist halt 2022, das hat einer wahrscheinlich gar nicht gesagt. Keine Ahnung. Aber es muss, hat mega geile Wertungen gekriegt. Also. Ja, Die und hol's mir dann auf alle weiß ich Fälle. genau, wer das bewertet hat, nämlich die Leute, die genauso alt sind wie ich, die nur Turtles in Time sagen, wow, geil. Ja, Aus, Logo. aber Take my money. sobald man die 4 Charaktere und April und wen gibt's einen Meister Splinter durch andere Charaktere ersetzt, zum Beispiel durch Und Casey- Battletoads. Casey Jones kriegst du auch noch dazu. Gibt's den? Den Ja. meine ich ganz freischalten, habe ich gelesen. Ja, gut, hätte mich auch gewundert. Dann kriegt das Spiel keine Monster Ja, bewertet. die scheiß 90er-Serie, wo die Turtles, wo der Casey Jones undercover in einen Lohn vom Shredder reingeht und hat seine Hockeymasken an, aber einen Anzug und deswegen erkennen sie ihn nicht. Jetzt musst du das erklären, das weiß ich, was du meinst. Ja. Ja, Turtles waren ein absolutes Phänomen in den 90er. Das ist den Hype hast du nicht mitgekriegt, aber ich hab im Kindergarten schon Malbücher von den Turtles gehabt und Rucksack und Figuren, alles T-Shirts Mögliche. und alles Mögliche hat's gegeben. Ach, ich mir hätte so gern wieder das zeigen, ich habe alles hergeben. Das war bei uns eher Ich hab nichts mehr davon. Figuren habe ich Was gar war nicht so viel Didel. gehabt. Ja, Da war der Hype. Titelblätter sammeln. das war bei uns Käsekästchen spielen in der Schule. 4., 5. Klasse war ist bei uns die ganze Titelscheiße dahergegeben. Da war schon, ich war pur, ich hab keinen Titel gehabt.
Dann ich auch nicht. Ich auch nicht, ich kenne Titel eigentlich nur vom Hörensagen. Diddle. Weil ich hab's zum Chicks aufreißen, aber ich auch Titelblätter Hast du gesammelt. noch ein paar? Logo, Alter. Sehr gut, wollen wir mal. Da haben wir uns Ich zusammen. muss gerade erinnern, weil irgendwo da steht tatsächlich irgendwo eine Titelbox, da wo Büroklammern drin sind, aber die glaube ich habe ich verrannt. Büroklammern, wahrscheinlich hat er da alle Seine Blatt. OBs oder da drinnen. Da habe ich alle Original-Blockblätter von Titel drin. Ich glaube, ich habe wirklich nur Unbezahlbar. irgendwo im Speicher einen Ordner, wo die alten Bladel drinnen liegen. Ich suche mir aus. Links nächstes Mal hervor. Das, wo das hergekommen ist, das weiß kein Mensch. Was hat denn da sonst so gegeben? Weil wir gerade bei den Turtles waren. Power Bei Rangers. denen, ja, ich hasse Power Hau mal Rangers. ab jetzt. Die erste Generation Power Rangers war Furchtbar. Weltklasse. Furchtbar Ich habe gesehen, auf peinlich. Disney Plus ist der Power Rangers Film drin, der Da habe erste. ich als Kind schon erkannt, dass das absoluter Trash-Dreck Du ist. bist Trash-Trick. Dein Name ist Trash-Dreck. Ich möchte, dass der Golder kommt und dir den Sack haut. Was ich da viel faszinierender daran finde, ist, wie die das damals gemacht haben. Was war denn zuerst da? Der ganze scheiß Turtles-Merchandise oder die Serie im Fernsehen? Boah, weil es basiert ja ursprünglich auf einem Comic. Und jetzt weiß ich nicht, ob das, ich glaube, weil übrigens- damals haben die das ja oft immer so gemacht, dass die Serien da gemacht haben, um Spielzeug zu vermarkten. Genau, auf das wollte Und ich jetzt hinaus. weiß ich eben nicht, ob das bei den Turtles auch so war, weil ich glaube, bei Masters of the Universe war es auf alle Fälle so. Da war der Plan so, ja. Die haben zuerst irgendwie Figuren, also darauf basiert das irgendwas, von wem haben die? Von Mattel, glaube ich. Ja, man schon. Die haben diese Figuren gemacht, diesen Ultra-Barbaren, also einen He-Man halt, und dann hat den irgendwie keiner gekauft und keiner hat gewusst, warum, und dann haben sie angefangen, so 3-4-seitige kleine Comics an diese Dinger da dazu. Der Kopf halt geflogen. Nein, Das nein. ist definitiv ein Verpackung, ja. Können wir das jetzt einfach wegignorieren? Und auf einmal haben sie die Dinger verkauft wie die Hölle. Und dann haben sie diese Serie produziert. Also die He-Man-Serie und She-Ra und Marshall Bravestar und was weiß ich, was alles geheißen Geil hat. war's. War das jetzt heutzutage She-Man, oder? She-Man. She-Mail, glaube ich, ja. Übrigens, guter Tipp, wenn das interessiert, schaut sich auf Netflix einmal die The Toys That Made Us. So eine geile Serie, die das alles ein bisschen erklärt, wie das entstanden ist. Kannst du auch was lernen, da du nie Spielzeug hattest? Ja, das stimmt. Ja, aber so eine Serie interessiert mich halt leider nicht. Ja, Gott, ich hasse kannst diese du sagen. Frage. Basiert nur auf Nostalgie, da du wieder eine Kindheit noch Spielzeug gehabt hast. Ja, ihr müsst jetzt hier wahrscheinlich ein Doku über den pädophilen Ring anschauen, damit der Nostalgie kriegt. Wegen dem Onkel gibt's Werner. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Wenn es schmeckt, dann schmeckt es einfach. The Toys That Made Us, das bringt Ja. mir automatisch auf jemals in einem Toys R Us gewinnen. Oh ja, Ja? das war einfach Du- der du- Kinderhimmel war Ich das. glaub, ja, aber ich weiß wieder nichts mehr davon. Ich weiß, dass ich ein paar Mal vorbei bin, aber es hat mich Drin niemals- warst, nicht vorbeigefahren, drin. Wenn ja, dann wisst ihr dies nicht mehr. Ja, okay. Sagen wir Das war das absolute Kinderparadies. Das ist wie ein Müller zum Beispiel hat er so eine Spielzeugabteilung. Ja, genau. Und den nimmst und baust das auf 3000 Quadratmeter auf 2 Stück. Und da gibt's alles an Spielzeug, was du dir vorstellen kannst. Ich war in Minge, also mein Bab war in Minge und da hat sie da einen gegeben, sonst hat sie nirgendwo einen Toys R Us Passau, gegeben. glaube ich, hat noch einen gehabt, da war Ja. ich mal drinnen. Da. Ne, ich war nur in dem in Minge. Es ist 20 Jahre her, 25 Jahre her, das klingt nicht. Erzähl die Geschichte jetzt. Erzähl die Geschichte, wann bist du schon wieder überhaupt eigentlich da? Halt doch den mal. Oh, dann trinken wir los. Kann ich auf die? Ja, Prost. Und da hat es halt alles gegeben. Da hat es halt alles gegeben. Alles. Das war so geil. Da hat es dann auch doch die Serie gegeben, oder? Mit den kleinen Schulkindern, die wo doch da gegeneinander gespielt haben. So verschiedene Spiele. Hat das Ja. nicht auch irgendwas mit Toys R Us War geheißen das- sogar? Ah nein, ich weiß, da Die musst du auf dann, Super musst dann auf 60 Sekunden einen Einkaufswagen Genau, wo fallen. es erst zwei Teams gegeneinander gespielt haben. Das Gewinnerteam hat 60 Sekunden einkaufen Ja, dürfen. genau. Oder Und du sitzt da und denkst, du doch nicht den Scheiß da ein, da gibt's viel geiles Teil. Und sie werfen lauter Bullshit auf Die einen. nehmen da so ganz Vollidioten. große Spiele, die wo den ganzen Wagen Ja. ausfüllen und Ja. anstatt dass die da 10 Playstation 2 nehmen Ja, oder so, eben. die musst du dann auf Ebay Die Kleinanzeigen überhaupt- verscherben. Ja. Es hat doch über Wirklich diese, Idioten. weil wir da vor uns stehen, es hat doch über diese geilen Nintendo-Abteilungen gegeben. Das war das- Da wo alle Spiele aufgeregt sind, Ja, genau. ein Fernsehen zum Ausprobieren und so weiter. Walleck, das war mir Da so gehst du geil. halt hier und rammst einfach alle Spiele in die Dinge, da gingen mindestens 500 Ja. Spiele ein und du hast Hunger. Und was nehmen sie 20 Mal den hässlichen Nerfgun-Football, der pfeift, bis der ganze Scheiß-Ding voll ist. Ja, das bin ich. Die haben es dann am Flohmarkt verkauft und der Florian hat endlich was zum Spielen Ja, gekauft. genau. Definitiv heißt das übrigens auf Flohmarkt. Ja, der war wieder. Entschuldigung. Wir müssen es weitermachen, weil ich Nein, ich mag da jetzt nicht I have weitermachen. a stroke. Oh Gott. Jetzt muss man hier nichts zu tun haben. Ja, Ich später, will. Ist überhaupt das Spiel? Nein, Wo ist mein Pokémon Blau? weiß ich nicht. In seiner Also- Schultüten drin, über der gelben. gelben. Für die bloß zuhören, wir haben ja da auch einen Gameboy, einen ganz alten und meinen alten Gameboy Color daneben liegen. Und da gehört eigentlich Pokémon Blau ein, aber wo das schon wieder ist, weiß der Teufel.
Das Hätte jetzt gerne mal eingeschaut und geschaut, wie der Spielstand so ist, ob der noch existiert. Ach, ich hab die Goldene damals gehabt, hab 120 Stunden drauf gehabt und es hat mir irgend so 40 gestohlen. Ich weiß genau, wer es war. Und wenn du zuschaust, dann brennen. Ich will die Namen. Nein, ich soll jetzt keinen Namen. Die Der Typ ist aber mittlerweile mal eine Zeit lang im Knast gesessen, also er hat schon fast seine gerechte Strafe gekriegt. dann holt man- brenn nicht. Alles gut. Halten wir uns mal, das sticht uns was ab. Das tütscht uns im Aber Blase. habt ihr, wenn wir jetzt über Pokémon reden, habt ihr dann auch dieses Pokémon gehabt, nicht Inkognito. Da hat's doch dieses, wenn du an der Arena vorbei bist, direkt, hat's doch dieses extra Pokémon gegeben, das wo in das Spiel Ach, du meinst den Bug praktisch, wo du dann, wenn du deinen Meisterball auf Platz 5 Genau. im und dann Menü gespeichert und ja, freilich. da hat's doch dieses Pokémon gegeben, das Wasser, das wo du an der Nein, das war ein Feller, das war kein echtes das war so Pokémon. halbert, ja. Und da hast du dann am Rand, hast du auf und runter fahren müssen und dann ist es Ja. irgendwann gekommen und das Item, was du auf der 7. Stelle oder so in Genau, deinem Menü gehabt hast, das hat sich dann, Jetzt ein Check ist, um was das geht. ich weiß auch nicht mehr, wie das geheißen hat, aber das weiß ich auch noch, ja. Ja. Da hat man Stunden damit verbracht, dass man Meisterbälle vermehrt. Du kannst halt Items auf Slot 7, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es funktioniert, kannst du halt einfach duplizieren, Ja, egal genau. was da liegt, glaube ich. Also, Ja, es war aber wurscht, das genau. Wertvollste ist halt der Meisterball und Sonderbonbons, meine, waren die zwei Sachen, die und man das da, hast du bis in die Unendlichkeit machen können. Ja. da sauber hasseln Ich fällt können. der Name nicht mehr ein. Da kannst du extra einen Namen für das Scheißviech geben. Schade. Ja, ich weiß aber auch nicht mehr, wie der heißt. Ah, weiß ich auch nicht Er mehr. hat auch wie so ein komischer Chip, gell? Ja, wie so ein Chip oder so eine Wasserfontäne, irgendwie so. Das war eigentlich perfektes Nerdwissen und irgendeiner von uns drei müsste es wissen, aber wir haben Aber alle wir können drei auch in den behindert. Kommentaren Sind wir nachfragen. dumm gesucht. Ja, ab Schreibt in die bitte Kommentare, einfach falls rein. irgendjemand weiß, wie das Mistviech Wie heißt denn geheißen der hat. Boglamon Dann, Sepp, sag einmal. was? Geh weiter. Pokémon Sepp. Der Bogamon selbst. Boglamon. Bogemon. Mit L. Ein bisschen ein Bogemon. Oder Pokémon, wie sie auch voll gern sagen, mit 2K. Pokémon. Hast du mal du mit deinen Pokémons? Mit deinen Pokémon. Zeig mal deine Pokémons. Pokémon. Ja. Sag mal Habt ihr deine- dann Pokémon-Karten gesammelt? Pokémon. Oder das Beste. Pokémon-Karten. Tatsächlich ja. Oh, da gibt es mehrere so Ja. Kartenspiele, die Geil wir war da das. gehabt Die haben. habe ich anfänglich gesammelt. Ja, voll. Schade, dass ich nicht mehr alle hab. Bei uns war es aber nicht Pokémon, sind wir jetzt alle sondern, gleich. oder Pokémon. Pokémons. Bei uns Pokémon. war Magic und Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! Hab ich nicht so mengen. Ich Na, weiß nicht. das war auch nicht Magic ist so, wie vergleicht man das jetzt? Ich habe es auch nicht so dermaßen gespielt, dass ich jetzt da unfassbar Das viel Might and drüber Magic, schmerzen oder wie kann. jetzt geheißen? War das Might and Magic oder wie, dieses Kartenspiel? Nein, aber nur Na, Magic, Magic. Magic the Gathering. Ah, sowas, ja. Jetzt halt. wie das Und heutige Spiel, oder? das war unfassbar kompliziert. Also was ist unfassbar kompliziert. Ja, für da war ich kleine raus. Kinder war es komplizierter. Da gibt es halt 5000 verschiedene Möglichkeiten und Bin bei 5000 Nein verschiedene rausgestiegen. Karten. Und Yu-Gi-Oh! War irgendwie einfacher und ein bisschen leichter zugänglich als Magic. Das Wie war so ein gesagt, Zwischending. Pokémon war eigentlich recht easy. Also zumindest von den Items und so Geschichten. Also bis du die einsetzt und dann kam Yu-Gi-Oh! Und dann kam halt Magic für die ganz krassen Nerds. ich hab's Ja, Magic Pokémon-Kartenspiel gibt's ja, das hat es schon Sag lang, schon, lang vor Yu-Gi-Oh! Und so weiter. Game, soweit Ja, aber ich von den das weiß. Schwierigkeitsstufen meine ich. Also ja, gut, das ist egal. Also die Erwachsenenversion ist Magic und die Kinderversion davor ist Yu-Gi-Oh! und Pokémon. Wobei ich auch sagen Pokémon. muss, wenn du Pokémon. auf Yu-Gi-Oh! Ich erinnere mich. Pokémons mit dem Essen. Ich erinnere mich nicht. Wenn es dann auf Meisterschaften wahrscheinlich spielst, was es ja durchaus gibt bei solchen Sachen, dann ist auch Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. Pokémon! Kein Kinderspiel mehr. Mir bei Yu-Gi-Oh! die Serie schon genervt. Darum habe ich da nie ins Kartenspiel einsteigen können. Selbes Prinzip wieder. Was war zuerst da? Die scheiß Serie oder die Karten? Oder beides gleichzeitig wahrscheinlich. Man hat gesehen, Pokémon war so genau das gleiche. Ja, was war bei Pokémon? Es hat immer zuerst? gleich funktioniert. Bloß, dass das schon der Einstieg ins Aber- digitale Dings da war mit Bei den Boglamon Money war es spät zuerst da. Bei was Also ich haben glaube, wir? bei den Boglamons. Mann, jetzt fangst du mit Pokémon, möchtest du drauf bestehen und dann riechst du noch irgendeinen Ich bin Scheiß. ab jetzt halt für Brockenmann. Proglamon. Jetzt halt auch. Pokémon. Pokémon. Hahaha. Ah, Aber nix witzig Nein, jetzt, nix okay? war- Nein, du bist einfach nur traurig, weil du keine Kinder gehabt hast. Deswegen boxt unsere Schwitze jetzt weg, Ja, die Fotze. zu Recht auch. Hast die voll. Mann. Onkel Werner, Zugriff. ja, genau. Man Noch soll nicht. zuschauen. warte. Man soll der Onkel Werner zuschauen. Schau doch mal da hinten im Busch. Was hat's denn? Mega mal. Stell dir vor, da jetzt wirklich im Bauch verringern. So. Onkel Werner, bye! Onkel Werner hat jetzt notiert, wo die Toys R Us waren, damit der da mal vorbeischauen kann, falls es noch gibt. Ja, die haben pleite gegangen, Gibt's nicht mehr, glaube du Depp. ich. Toys R Us ist pleite. Die haben irgendwie übersehen, dass sie einen Online-Shop machen, glaube ich. Das war so wahrscheinlich. weiß gar Ich nicht. glaube, das waren die kleinen Kinder. Den verstehe ich nicht. Die kleinen Kinder, die wo die es ausgesagelt haben, der 60 Sekunden lang. Stimmt, vielleicht haben sie da schon pleite gegangen. Das Ja, kann ich nicht die- sein. die- Aber die haben nur die- Scheiße gebackelt. Man kann nicht sagen, die Nerfguns, die Handvoll, was da gestohlen haben, Die mehr waren oder ja weniger. mega geil. Kostet mir kein Euro, das Schaumstoff-Scheißding und die haben es für Ja. 29,95 Ja, aber Mark aber der Pfiff nicht.
Der Pfiffer, Der war sauda, ja. Was hat es denn sonst noch so gegeben? Ja, Lego, Extreme Dinosaurs und Street Sharks waren Ja, diese geil. ganzen Auswüchse. Also als Das war Kind, alles ja, Weltklasse. jetzt im Nachhinein denke ich mir so, das sind alles sicher nicht billigen Nachmachen Ja, wild. von eben He-Man und Turtles und Ich so bin weiter. jetzt kein Hai gewesen, du Penner, und Street Was? Sharks schon, also halt dein Maul. Street Sharks sind Haie und kein Hat es He-Man. nicht irgendeinen Hai-Gegner vom He-Man gegeben, 100%, den komischen Fischdeppen? Die haben alle so absurd Das ausgeschaut, war die kein Hai, He-Man da. Ich hab mit so so einem viele geilen He-Man Ohrwaschel. Ja, genau. Was war das überhaupt? Waren es Ohrwaschel? Hat War er die das- Merman geheißen? War der Merman, ja. Ja. Neben Beastman. Beastman, Da ja. kann man dieselbe Frage stellen wie letztes Mal, ob der Beastman, wo er ein rosa Rangel und eine rote Rakete hat. Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Ich hoffe es auf alle Fälle, ja. Das war so ein absurdes Universum, dieser Oh, ich He-Man-Scheiß. lieb's. Die ganzen Figuren jetzt, also es ist ja jetzt gerade eine neue Spielzeugreihe losgegangen, was heißt jetzt gerade so, immer vor 1-2 Jahren. Und die ganze Zeit juckt mir schon die Finger, wenn jetzt irgendwo wieder eine Werbung sagt, kaufen. Und ein Spätzle hat mir mal ein Fisto geschenkt. Geile Fisto. Fisto. I could not fist them all. I tried so hard, but I could not fist them all, weißt du? Und dann sag ich so, du Arschloch, schenk mir das nicht, weil jetzt muss man eigentlich alle kaufen wegen dir. Nein, das ist halt, ich glaube auch nicht, dass so, mich dann interessieren, wenn du diese Actionfigurenreihe heute kaufst, ob die wie alt haben He-Man-Figuren, 30, 35, 40 Jahre, ob die in 30 Jahren so einen Wert hätten wie heute Ich weiß die nicht. He-Man-Figuren. Das war Von keine der Ahnung. Scheiße aber wirklich fake, oder? Ja. War lecker und hab mir einen Nachbarbuben einen Hax ausgerissen von meinem, jetzt weiß ich nicht mehr von welchen. Am Nachbarburm oder der. Meinem Spielzeug. Ich und mein Nachbarbuben. Voll Idiot. Der sitzt einfach den ganzen Tag und denkt so, oh Gott, was ist das für ein Thema? Lass mich heim, ich Ich mag glaube, heim. der sitzt da und denkt sich, so eine Träne läuft damit so nach und denkt sich, ich hätte so gerne. Also, ja, aber das okay, liegt nur daran, dass wir nur ein Bier haben. Das ist das Problem jetzt Mir gerade. läuft die Träne um, weil es das Ganz Bier ist. gemeinsam, ich bin solidarisch. Ich bin ja noch nicht ganz klar, aber ich nimm's dann noch. Okay, das ist Ich nimm's okay. dann noch. Ich habe übrigens Syphilis im Maul. Wie schade. Ihr wart so vieles. Ich riech schon die ganze Zeit. Mein Syphilis Mundfeil Bier, gell? Geil. Wie schaut's mit ein Blödsinn Ü-Eier-Figuren? Wir haben nichts damit. Mein Opa hat einen kompletten Raum voller Ü-Ei-Figuren gehabt damals. Ehrlich? Da gibt es ein paar, die richtig Und der Schweine hat viel die- Geld wert sind. Der hat so Die früher einen gibt- Katalog gegeben, so richtig dicke, das weiß ich mich auch von Der hat die da Nachbarn. abgestellt, der hat da wirklich alles, alle, das war brutal, der hat einen ganzen Raum gehabt, da hat er überall so ein Regal, so mit so einem, 4-5 Zentimeter Ja. raus, da hat er alle nebeneinander hingestellt, von den verschiedenen Serien drauf, Geil. die hat er aber leider hergeben, wo es umgezogen haben dann. Aber das war richtig krass. Warum Oder hat denn verkauft deine oder Familie- hergeben. Ja, verkauft hat er so. Ja. Warum hat denn der, ich wollte gerade sagen, weil dein Das Nintendo war- haben sie weggeschmissen, oder? Ich wollte gerade sagen, warum wenigstens schmeißt selbst. deine Familie alles weg, was toll ist und nur die Da nicht? hat's, Bei Ihnen toll bin. Ich weiß nicht mehr, was für Figur das es war. 3 Stück habe ich besessen. Das war so ein bestimmter Pumuckl. Das war so eine komische Dinosaurier-Serie, hat's da gegeben. Ja, da hat's so Trolle ein, Dinos haben sie geheißen. da hat's so ein Die Dino- Baby-Dino. Da hat's so ein Baby-Dino gegeben, der In noch so in der einer- Eierschale drin Ja. sitzt. Das waren Trolle Dinos. Und ein Schlumpf mit einer Schubkorn. Mhm. Und irgendwann haben wir halt auch, das ist auch ewig her, da haben wir dann auch den kleinen Katalog da gehabt und eine von den Figuren war die war, was weiß ich, wie viel das die wert war. Und das ist verschlammt. Ich hab's verschlammt. Ich glaube, es war der Pumuckl, bin mir nicht Klassiker. sicher. Die war vierstellig Wobei wert. nämlich die Schlümpfe, glaube ich, da waren auch ein paar, einiges wert. Ja. Ich weiß halt jetzt nicht mehr, eine von den 3 Figuren, weil die habe ich so richtig schön vor meinem geistigen Auge. Ich frage mich gerade, kehren Ü-Eier mehr zum Spielzeug oder mehr zu den Süßigkeiten aus der Kindheit? Ein Thema, über das wir auch noch schmerzen Beides. werden. Stopp, aber nicht beides. heute. Kurze Gegenfrage. Warum hast du damals als Kind ein Ü-Ei wollen? Wegen der Schokolade oder wegen dem Spielzeug? Dann kannst du die Frage selber beantworten. Ich sag beides. Ah, Spielzeug. 50-50. Immer Alter. Spielzeug. 50-50, weil die 50-50. Kinderschokolade die beste ist, die es Ich gibt. mag zum Beispiel, ich mag keine Schokolade nicht. Also ich hab immer die Das schaut aber Schokolade anders hab ich aus. abgegeben. Ja, aber ich das hab war immer nur Kinderschokolade, keine Schokolade. Spacken. Was ist mit dir? Kinderriegel, Alter. Wir haben Hast du halt, auch wundert, dass du Kinderbriegel. Spätzle man muss gekriegt jetzt kein Elektriker sein, um zu spüren, dass hier eine gewisse Spannung herrscht. Ne? Du hast nie wieder gestohlen, den Spruch. Ja, vom Elektriker. Hast du den Alexander Markus gehört? Ja, Alexander Markus. Geil, Das Alter. ist noch. Ja. Gott, die Ja, das ist hasse sehr ich gut. alle Ich verfolge so das so Instagram stark. übrigens. Bester Mann. Scheiß auf Kinderspielzeug, wir reden jetzt nur über Ich Alexander wollte gerade Markus. sagen, Hundi Wauwau, jetzt geht's ab hier. 50-50. Es hat halt da sogar so bayerische Bären dann gegeben, die Top 10 Bären haben es geheißen. Das waren lauter so Teddybären mit Lederhosen. Ich weiß nicht, Nein, warum weiß wir ich gerade nicht Teddybären Lederhosen noch gehabt Weiß haben, aber ich die nicht hat's gegeben. Dann eben die Trolle Dinos. Die weiß ich schon. Dann hat's tausend Happy Sachen. Hippos natürlich und Happy Ja, Hippo die hat Hochzeit. es aufgegeben, da habe ich auch einige Happy gehabt Hippo von den Star Wars Hippos. hat's dann mal gegeben. Die habe ich nicht gehabt. Die Was waren hat spät. Das hat
so viel Zeit. Ja, da habe ich gebraucht, da habe ich eigentlich gar nicht mehr gekauft, was mich nicht mehr interessiert hat, aber dann ist, ich glaube, das war zu Episode 1, da war ja dann auch nochmal so ein extrem krasser Boom an Star Wars Merchandise, auch mit Figuren und alles. Und dann hat es da in die Kellogg's hat's Manchgal gegeben, in die Ü-Eier dann die Happy Hippo Star Wars Figuren, die habe ich alle noch daheim, die Star Wars Happy Hippo Da Hippos. fällt mir folgende Frage ein, war erst He-Man und der Merchandise dazu oder eigentlich hat doch die Scheiße Star Wars angefangen, wenn ich so drüber Star nachdenke. Wars war das erste, glaube ich. Der erste Star Wars ist von 79, glaube ich, oder? Das sind 78, jetzt sogar 79, früher. Sind jetzt sogar 73er? 73, Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr, oder 76. glaube ich nicht. Auf alle Fälle ist es Zimmerfall drauf. zwischen 75 und 80, sagen wir es, irgendwo da ist er. Okay, das ist akzeptabel. Und da ist ja dann das aufgekommen, dass Mattel erst einmal gespannt hat, überhaupt, dass da dass da ein Hype entsteht und dass man da halt Merchandise, also Figuren und was halt teilweise original verpackte Star Wars Figuren, da hat es dann Vogel aus, was die wert sind. Und haben dann nicht mit der Produktion nicht nachgekommen. Und dann hat es so Scheißdrecksfiguren gegeben, die überhaupt nichts mit Star Wars zu tun haben, die einfach, ja, da ist eine Figur, die ist blau, da ist ein Star Wars Logo drauf, da kaufen und Da gleich, kriegst, ja, kriegst geil. dann die Manchgal, die in Episode 4 auf dem Schachbrettel waren, die hast dann als Figur kaufen können. Diese, Ungefähr. Also, diese also Hologramme. Ja, genau, dass du wirklich jedes einzelne Scheißding irgendwo als Figur kaufen kannst. Ja, eigentlich haben ja die das losgetreten, dieses hier Film, Hype, Kauf Merchandise, bumm. Und das haben sie dann 2001 mit Episode 1, 2 und 3 natürlich ganz genau. Also da hat es ja jeden Scheiß gegeben. Das war voll geil. Jeder hat irgendein Lichtschwert zum Ausfahren daheim gehabt. Hast Star Wars? Star Wars, ja, kenne ich. Okay. Ich stelle keine weiteren Fragen, du bist raus. Du hättest jetzt sagen müssen, du bist Team Star Trek, dann Ja, weißt du sogar bei den jetzt Nachbarn im wirklich, Hast du mit dem Hurensohn jetzt mir mehr Bier gestohlen? Das ist richtig. Na? Du hast dein Bier halt einfach schon nah. Du mit trinken noch. Ja, fein. Und Syphilis im Maul. Geil! Du kriegst Mundtrippe. Halt, stopp! Jetzt red ich. Also. Bitte. Meine Damen und Herren, wie Sie sehen, sehen Sie gleich nichts mehr. Immer schön am Mikrofon vorbeireden, Florian. Ja, das ist und wichtig. Gut. Mit deinem Maul! Ach so. Jetzt ist Werbepause. Mit deinem Arschloch. Wir haben immer noch keinen Sponsor. Also wir haben ein Dubio, ich habe tatsächlich eine Anfrage, Sponsoring gekriegt. Ehrlich? Für Zahnbürsten. Tat er Und nicht schon. Mundpflege. Tat er nicht schon. Ich weiß, sozialer Hurensohn. Mundfeibier, gell? Aber Das ist mir Aber das ich T-Shirt. stehe auf Oral K. normalerweise... Gott, was habe ich mein... Wie lange geht die Folge noch? Ja, Oral weiß B. nicht, wie lange müssen wir das noch aushalten? Das ist ja unfassbar. Bitte Eigentlich schaut's was weniger ist zu. Oral B Auf oder alle Oral Fälle K? ist jetzt einmal kurz Werbepause. Have a break? Für was machen wir... Have a Kit Kat. Was ist dabei? Natürlich nicht. Ja, was Ist von Nestle, kauft man nicht. Kaputt oder was? Oh. Dann klatsch mal. Ja, Okay, weiter genau. geht's. Wo war Star Wars? Ehrlich? Star Wars, ja. Du hast gesagt, du schaust nur Star Trek, deswegen kannst du jetzt nicht mitschmerzen. Wie heißt denn der schwarze Bösewicht? Schwarz. Black Man. Na, Darth Vader. Black Panther. Ja, das wissen wir Ja, ich schon. meine den von Star Trek, Mann. Anders. Der heißt wirklich anders. Mann, Den weiß ich jetzt wirklich mal aber auf auch mit nicht. Serien Weiß und ich gar nicht. Filmen, die... Also wenn wir uns jemals... Mal singen muss. Wir werden uns früher oder später detaillierter über Zeichentricks aus der Kindheit unterhalten, weil wer erinnert sich, also du sowieso nicht, wer erinnert sich an Samstag, 5 in der Früh aufstehen, Riesendrum Schüssel mit Cornflakes oder Fruit Loops und Oh, geil, Milch, Fruit Loops. alle schlafen und du sitzt vorne auf Pro7, lauft von 5 oder 6 in der Früh bis Mittag Ghostbusters und Oh ja. alle, da redet man anders mal Spielzeug. drüber. Das habe ich aber Ghostbusters tatsächlich Spielzeug. sogar Stimmt, alle Ghostbusters, stimmt! Geiles Spielzeug. Grandioser Film 2016. Grandios. Ja. Aber das Spielzeug war geil. Spielzeug war geil. Allgemein die Ghostbusters Zeichentrickserie war super. Die war Weltklasse, ja. Die haben wir erst vor Zeit wieder angeschaut. Die waren mir auf Netflix drin. Aber da müssen wir anders mit drüber schauen. Das ist, glaube ich, da kann man sich drüber unterhalten. Nein. Nee. Was Und auch du das hast war, doch einmal irgendwas angeschaut, was hast denn du dein Leben lang da, und wenn du jetzt Florian? wieder Fußball spielen sagst, dann will wieder den Ding am Shell auf. Gell? Typisch Andy und Kim Possible. Okay, Kim Possible muss ich mir Und mal typisch reden. Andy ist auch immer sehr stark gewesen. Typisch Andy. Hey hat man Arnold, nicht der Football Club. da. Ja, hey, Den hab ich nie Arnold. gesehen. Ich Ich weiß habe nicht. ihn auch nicht mehr Ja, gesehen. okay, muss ich Nein. einhaken, da reden wir in einer extra Folge drüber. Dann ich weiß schon, ich langsam frage ich mich, warum zur Hölle habe ich diesen Florian eingeladen, aber was haben wir denn für hast ihn Zeichentrick? Stimmt, ich hab den nicht Bier eingeladen. Hey, irgendjemand muss das Bier bringen. Das stimmt Wie auch. schaut's denn mit Brettspielen aus? So in der analogen Zeit, da gibt's kein Internet, da schaut man Fernsehen, ja, aber Ja. man spielt einmal ein Brettspiel Ja, kurz. zu meiner Zeit war das mega der Hype. Erstens ist da Monopoly mehr oder weniger aufgekommen und aber auch dieses
Zu seiner Zeit ist Monopoly. Ja, Ja, also das war so richtig der Hype. Ja, das Alter, Monopoly oder Game of dieses- Thrones Edition Ja, vielleicht. halt Das ist Maul. da aufgekommen, Ja. als du jung warst. Oder dieses Labyrinth-Spiel. Ja, verrückte Labyrinth, oder? Jetzt ballerst du mir gerade einen Flashback in die Fresse, das Ganze aus ist. Das verrückte Labyrinth. Ja. Und das verrückte Labyrinth hat es 2 Versionen gegeben. Eine Erwachsene-Version und eine Kinderversion. ich weiß nicht, was die das war erwarten. cool. Wenn die Schwänze, die hast du geschoben. Ich wollte auch gerade sagen, da kannst du jede Öffnung anders verschieben. Aber dann ist ein Nachbar ein Dildo umgeschoben. Onkel Werner sitzt da und grinst zu uns. Das wollte immer der Onkel Werner spielen. Jetzt Komischer weiß ich Typ, warum. ja. Ganz ein komischer Typ. Onkel Gürtel. Stell dir vor, der Onkel Werner spielt mit dem Gürtel. Eine Version Erwachsenen, verrücktes Labyrinth. Währenddessen sie sich beide. Oh nein, sag nichts. Nein. Das sagen wir Mann, ich nicht. mag da über drinnen, der Florian hat einfach mal Bier gestohlen. Ja, weißt du, dass du eh nicht schaust. Pisst euch auf von meinem Bier. Das verrückte Labyrinth, da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht. Guter Punkt, Florian. Ja, hast du da Wir einiges haben rausgeholt. beim Spätzle Einen- Hero Quest gespielt. Aber halt nicht richtig, weil wir halt klar waren, weil wir es nicht kapiert haben. Und haben wir dann nur die Manschgeld genommen, haben wir uns aus Holzglätzl eine fette Burg gebaut und haben wir mit den Manschgeld dann gekämpft drinnen. Das war unser Hero Quest. Das haben wir mir tatsächlich damals auch getan. Hero Quest ist so hart in meinem Hirn hängen geblieben, Ja. dass da oben eine vollständige Version ist, 3 Add-ons und eine zweite nicht vollständige Version. Die habe ich mir auf Ebay zusammen kaufen müssen, damit ich eine vollständige Version habe und eine, wo ein paar einzelne Teile fein. Ja, die brauchst du Best aber. Game ever. Die brauchst du aber. Das war übrigens immer gut. mein Einstieg dann in Warhammer damals. Auch als Kind. Was mir ärgert, gut, ob das jetzt direkt Spielzeug ist oder eher ein Hobby, wahrscheinlich so ein bisschen beides als Kind. Revell-Modelle, Flieger zusammenbauen, Modell bauen und einzigen so. haben wir gebaut, dann habe ich festgestellt, dass das schwul ist, dann habe ich nicht mehr mit. Ich habe tatsächlich schon welche aufgebaut. Da hast du eine rosa Reckerlutz und hast gesagt, das Eimin, da, mach nicht so. Ja, sounds gay, Du Eimin. musst die Kamera dran, das hilft einem mehr. Das wird dead. Ich wollte es ja dir sagen. Ich hab das vorher schon Hey, gesehen. geil, Plastikvögel, das hört sich schwul, ich bin dabei. Was? Ja, die Papierflieger, die es auf die Märkte gekauft was Kinder, weißt du? Wo? Die hat es im Zusammen- Volksfest Ja. gegeben. Ja, genau, und da auch Volksfest. Zusammenstecker, Propeller und dann. Das, ja, die in so einer Papiertüten drin Genau, waren. Und zweimal dann- geworfen Ja. hin. Ja, Genau. zweimal geworfen und hin, richtig. Da habe ich auch noch einen Flashback, wenn wir jetzt schon so bei Plastiktüten haben, die wir am Volksfest kaufen gehen. Kennt ihr es noch? Diese Pupskissen, diese Furzdinger Ja. vom Volksfest, die was ihr beim Volksfest gekauft habt. Nein, die habe ich nicht im Volksfest gekauft, aber ich weiß, was du meinst. Aber ja, Da die waren wir uns im Yps-Heft. War lecker. so Nein, Yps-Heft. kennst du die nicht? Die wo dann, da drückst du irgendeinen Knopf und dann bläst du das Ding auf. Hallo? Jetzt trinke ich mal ein Bier zusammen. Aber jetzt ist hier Achterbahn hier, gerade Dann fix. bläst du das auf und Da das ist platzt Syphilis und Maul. und das stinkt ohne Ende. Diese Also, Furzdinger, die über kennst du nicht. normal Furzkiste, jetzt gemeint, kannst du das gestummt. Nein, Das ist nur ein Geräusch macht, das kenne ich auch, aber das dann ein riecht, das kenne ich Nein, nicht. da ist irgendeine Flüssigkeit drin, das ist. Nein, das war noch meiner Habt ihr Zeit. das nicht kennt? Auf die Nein, Volksfest? ich nicht. Das haben sie dann immer da in so große Mengen eingeschmissen und das hat gestunken. Ich kann es da gar nicht sagen, das war Wahnsinn. Hör ich zum ersten Mal, Florian. Brauchen wir? Ehrlich? Brauchen wir? Brauchen wir, dann gehen wir in irgendeine Disse Ja, und dann, schmeißen. machen wir nächstes Mal den Selbsttest. Wir sollten mal wieder ins... Na, hör mal! Ich hab nächstes festpickt. Das ist umgefallen. Ja gut, dann stellst du ihn wieder hin. Steh nicht hier. Ja, so schaut's viel besser aus. Na, So. los, ja! So, ja. Ja, na ja! Na! Übrigens, Oh. der Hai, ein Lego-Hai und ein Lego-Krokodil schmusen. Das ist ein Easter Egg zu Folge 4. Ich hab ins Mikro gehabt, ich bin voll asozial, du warst es. Warte, stopp, ein Easter Egg ist so rum. Der Hai ist... Nein, sag's einfach nicht. Den Schweif. Hat der Hai eigentlich ein Sprühloch oben? Nein. Nichts mehr rum. Frage für einen Freund. Weil du jetzt gesagt hast, das Yps-Heft, ich habe immer das Mickey Mouse Heftel gehabt. Das hat immer Ich hab beide gehabt. geil Spielzeug drin, vor allem das Detektivspielzeug war immer das Beste. Ja, und die So. Bravo, die war auch noch. Kartonkamera mit Karton-Fernglas, mit dem du ums Eckgeil schauen als Kinder, weil drin super coole Spiegel waren und dann Stifte zum unsichtbar schreiben und ein Licht. So. Ja, ja, Geiler ja, Mist. ja. Mickey Mouse Heftel war früher das Beste. Da hat's gesagt, wir hatten das Buch geheißen. Also, da war Lustige immer... Taschenbuch. Nein, Das Sams. auch die lustigen Taschenbücher auch, gehört auch irgendwie in die Kindheit hinein, aber in der Mickey Mouse war so ein... Wir hatten das geheißen, da waren lauter so Survival-Tipps drin. Das war Ja. im Prinzip der Vorgänger Der von Bear Bear Grylls. Ja. Und da waren immer so, war in jeder Folge, also in jedem Heftel, dieses wöchentlich erschienen, waren so Doppelseiten Kartons drin und das waren 4 Seiten für dieses Survival-Buch. Da ist halt drin gestanden, wie man ein Lagerfeuer macht. Ja, genau. Und lauter so ein Scheiß. So Pfadfinder-Mist war Ja, das, oder? genau, so Pfadfinder. Ja. Das war super cool damals Geil. einfach. Ich habe leider noch mehr. Ich habe so viel Mickey Mouse Heftel gehabt, so viel Und geil die Spielzeug. Uhrzeitkrebse nicht zu vergessen. Das ist, die Uhrzeitkrebse, kennt ja. jeder, die hat jeder gehabt. Die waren auch Weltklasse. Und ich habe mal eine Osterpflanze gehabt.
Ich habe Das keine Ahnung, einpflanzt. erklär mir eine Osterpflanze. Ja, die wächst und dann kommen da so gelbe Brinkel raus und das waren dann Eier. Wir haben Hanf Kann ich angebaut, wie weil bei wir dir? nämlich wir haben nämlich Dein gehört, Nintendo? dass im Vogelfutter hat es geheißen, da sind Hanfkernel drin und haben uns Vogelfutter gekauft und haben uns die Kernel aus, was geheißen hat, das sind Hanfkernel und haben gemeint, wir bauen jetzt ein Hanfwohl. Krass. Und dann hat es geraucht und seitdem schaut der Nintendo aus wie er Ja ausschaut. genau, beim Zocken hat dann wieder Mario Kart und dann voll eingeraucht wie ein Arschloch, wie ich vorher schon gesagt habe. Ein Wobei, Arschloch. was lustig zu beobachten ist, ich meine, das muss man jetzt vielleicht... Ah, der nur- scheiß Gameboy ist doch auch geil. Was Nein, machst nein, ich du wollte da dir von doch gerade meinem- sagen, dass das Nintendo-Klump, das weiße Plastikklump, alle, egal in welchem Haushalt, offensichtlich gleich, Ja. entweder gleich viel geraucht wird oder gleich einfach irgendwie vergilbt, aus welchen Ich Gründen. meine, meine Mama ist ins Kinderzimmer eingegeben zum Rauchen. Hat gesagt, nur, mit ihren Freunden und alle. Nein, wir rauchen nur da bei Ermutskosten. Wenn ich stirb, stirbst du mit. Um 3 in der Früh, ich hab geschlafen, weil am nächsten Tag geschrieben war und Mama ist wieder die Freundin, die kommen Wein gesoffen und geraucht worden. Nur in meinem Zimmer ist geraucht worden. Und immer wieder mal ins Bett eindrehen. Ja, genau. Schlafst du, du Trottel? Steh auf jetzt, jetzt saufen wir einen Wein. Ich bin erst 8, Mann. Hat irgendjemand von euch Dungeons and Dragons gespielt? Also das richtige Pen and Paper. Nein. Du, glaube ich, ganz schwer wenig. Nein, Pen and Paper Du aber haben wir auch auch nie nicht. gemacht. Ja, leider. ich aber auch nicht. Das ist was, das da ich gern mal irgendwie, aber ich weiß nicht mit wem und so. Also ich konnte halt auch Ja, keiner. Und Son of a Bitch count me in. ja, da bin ich mir fast sicher, dass du mitspielen darfst. Das machen wir mal in einem Livestream am Samstag. So, oh ja, das ist übrigens ein Ja. guter Punkt. Mit mir, Kann ich ich glaub, Stunde spielen. müssen wir erstens Frage 1 an die Leute, Bock auf einen Du Livestream, musst dir was doch wir vorher mit. schauen, nicht Mio schauen, wenn du das sagst. Du schaust deine ganze Du bist die Du hast Lustige. ein Bier, Ja, ich bin die, du schaust Klaus, probier mal Bier. Natürlich. Schlag ich zu. Da Da. hat der Huhn. Abgehauen, Schlag ich angestochen. Red bitte weiter, Frage 1. Frage 1. Na, da musst du schauen. Da spielt Musik. Nimm wieder den Bierfälzel weg, du Spacken. Nein, dann muss man wieder die Stück drin. Livestream jetzt. Nein, ich hätte wie? einfach falsch Livestream, richtig. Bam. Ja. Also das ist völlig unabhängig davon, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht, machen wir es einfach. Gnatzt. Nein, zwei Fragen, eine Frage sowieso. Podcast-Livestream. Podcast-Livestream, ja. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Machen wir an einem Wochenende mal oder so. Ein ganzes Freitagabend, Samstagabend und so. Freitag bis Samstag. Ja, Bei mir im YouTube-Kanal und Twitch. Ohne Schlafen, Machen wir 48 durch. Stunden. Ja. ja, genau. Ja. Mit feinen Nasenkaffee geht das schon. Ohne Pause. Saune, Nosenkaffee. Ja, ey, gesagt hier. Was haben wir ansonsten so für Brettspiele gehabt? Kennt ihr etwa Quatsch, Traubenmatch? Ja, freilich. Leider nicht. Leider nie gespielt, aber ja, nicht. immer angefixt von der Werbung gewesen, Ja. aber nie gespielt. Ich wollte es den immer haben und ich hab's nie gekriegt. Und Jahre Quatsch, später Traubenmatch, hat sich das einmal ein Traubenmatch. Spezi von uns gekauft. Echt? Ja, Jahre später, also wirklich Ewigkeiten später, irgendwo auf Ebay bestellt oder so. Du spielst genau. Also du nimmst jede Falle einmal her und sagst dann, wie das ist und dann ist vorbei. Das ist totaler Scheißdreck, das Spiel. Ich glaube sofort. Was mir dazu noch einfällt, kennt ihr noch Flotti Carotti? Das war auch so ein Brettscheißer Spiel. Nein, oder? das war so ein Ding, das war wie so ein Bergaufbau, dann bist du praktisch hochgerannt. Ja, aber es war, war das nicht auch von Ravensberger oder wie der Scheiß kosten hat? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, von wem Das das sagt man schon war. was. Ist da nicht so eine Flotti komische Carotti. Karotte mit Gesicht auf dem Backel drauf Ja, wie gewesen? genau das ist, ich hab das mal gehört, aber ich weiß leider nicht mehr genau, wie das funktioniert. Ich Das glaube, ist dass ich das auch ewig nicht her. gespielt habe. Oder der Also Schmarrn das ist so mit, ein hoher Turm, ja. mit den Pinguinen, die du auf so einen Wackeleisberg aufsteigen musst, die dann oben gefallen sind. Ob das Oder kennt? Krokodok. Krokodok, sowieso. Krokodok war wild. Eines der besten Saufspiele. Also das richtige Krokodok ist ja mit einer Zange und du ziehst dann den Zahn. Da gibt es eine kleine Pocket-Version, da musst du den Pokémon. Zahn eindrucken. Eine Pokémon-Version und dann beißt du den Finger jetzt daneben. Das ist übrigens ein unfassbar gutes Saufspiel. Apropos Saufspiel, mir kann man das einfinden, dass man so ein Krokodok hinstellt und bei jedem schlechten Witz kann man einen Zahn eindrucken. Dann hast du da alle in der Hinter, Vollidiot. Hast du noch einen Podcast keine Finger mir. Nein, da müssen wir dann irgendwas, Kannst du so irgendwas anschneiden. Cooles machen. Oder so. Was? Du musst einen Fisten. Ich muss ihn dann praktisch Fistel. ohne Nimm dann hin. einen Fistel mit. Hau doch ab. Entschuldigung, ich hab dich nicht ausreden lassen. Nein, ist okay. Ich mag ja eh nicht mehr. Lass mich jetzt einmal mein Bier austrinken, ich bin hinten dran. Trink ein. Glucki, glucki, glucki. Ich bin wieder einzuselt. Wir haben das Lohr ausgekommen, wie du speibst alles voll. Rallye nach einem Bier. Eine halbe, ja, das kommt vor. Spiel des Lebens? Kennt das nicht etwa? Ja, das war auch cool. Spiel des Wissens haben wir noch gehabt, ohne Moos nichts los. Oh, war ja, Weltklasse. ja, Was das ja. gibt? Ich kenne, aber habe ich gerade nicht vor Augen. Ich kenne ohne Moos nichts los, aber ich habe das Ich Spiel so geheißen. Da Ja, war ja. das bloß ein Motto. So Nein, also ich glaube, das hat so geheißen. Zumindest hat es mir geheißen, spielen wir ohne Moos nichts los. Oder es Das war weiß ich einfach nicht der mehr. Spruch daheim, wenn wir kein Geld gehabt haben. Ohne Moos nichts los, Ich aber weiß mir es immer nicht. gesagt, zum Moos früh shoppen. Tatsächlich.
Da bin ich nie gewesen. Doch, einmal. Ich habe jetzt auch vor Einmal. kurzem erfahren, dass wir da angeblich mit ein paar Kollegen aus der Meisterschule damals dort gewesen wären, aber ich hab gesagt, ich weiß, dass wir mir auf dem Volksfest waren, aber dass das Moos war, ich erinnere mich Moos nicht. Frühschoppen ist eine ganz andere Liga. Naja, egal. Ein einziges Mal war ich da. Das ist auch Spätzig aus der Und da war auch noch Saufzeit und so, aber da habe ich mir auch gedacht, ja, das ist schon ganz witzig. Da war noch Saufzeit, die ist doch immer noch, oder? Ja, die absolute Primetime ist vorbei, sagen wir es, wie es ist. Aber ich muss dazu sagen, die Gay! die sind. Du bist dabei. Aber ich muss dazu sagen, das, was mir immer noch im Kopf bleibt, was eigentlich Moos am besten beschreibt, ist, wenn du mit dem Busfahrer heimfährst und sagst, mei, passt auf, Jungs, wenn keiner im Bus speibt, dann fahren wir noch nach Buisting ins Volksfest. Und dann, wenn Ja, wirklich genau. keiner speibt und der in Buisting stehen bleibt und wo er sich dann umdreht, wo er wirklich an dem Mikrofon hängt und sich umdreht und sagt, oh leck, was war denn im Moos los? Ist Bier so teuer geworden, weil keiner gespielt hat. Das werde ich nie vergessen. Ich habe dann die Jahre danach, dann habe ich auf dem Bestinger Volksfest gewartet, bis dann die Psuffern mit dem Moosbus kämen. Ja, so Und dann, ja. Also schon Das war angenehmer. Frühschoppen im Buisting, das hat auch passt, da ist nicht so viel los gewesen. Ja, Ja, waren ja alle im habe ich Moos. aber auch nicht oft. Ja, das Die haben war sich das alle Gute. auskennt. Das war halt das Gute. Aber es gibt doch noch, es gibt die Sachen, die mir gerade noch einfallen, es gibt doch noch viel mehr bekannte Spielzeuge aus den 90er, die einem jeden eigentlich als allererstes einfallen. Wie war es denn so ein richtig schlechtes Spielzeug vom Mackie Happy Meal? Boah, das Aber ist halt noch schlecht. die haben früher richtig geil Spielzeug drin gehabt. Die haben Ja. immer so offiziellen Merch, den ist jetzt einfach mal von Disney-Filmen mit drinnen gehabt. Ja. Dann auch eher eine eigenen Maskottchen früher als Spielzeug. Also früher war das Happy Meal Spielzeug geil. Momentan gibt's Pokémon-Karten, also holt euch welche. Aber früher das Mackie Spielzeug war geil. Das stimmt, ja. Das stimmt. Das hat ja als Teil, Kind ja. da auch reingezogen. Ja, voll. Ja, Du hast es das- gesehen, hey, ich brauche alle Figuren von dem Toy Story-Film. Ich glaube, Toy Story haben sie mit drinnen Ja, gehabt. allgemein finde ich, ist der McDonalds so ein Phänomen der 90er für mich irgendwie. Der Mackie war damals Ja. ganz anders angesehen irgendwie. Ah, gut, da waren wir halt auch Kinder und jung. Und heute ist das nicht mehr so. Der geile ganz so. Vergleich, wie der früher ausgeschaut und heute was gekostet hat, warum ist der Mackie vom fröhlichen Kind zum depressiven Erwachsenen geworden? Die haben ja ein Grundkonzept umgestellt, so früher wollten es die Leute schnell kommen, schnell essen, verpisst euch. Ja. Und dann haben sie irgendwann diesen Imagewandel hingelegt zum McCafé, Ja, dass hockt du halt da einer. drin hocken bleiben sollst und einen Kaffee trinken. Wer geht denn zum Kaffee trinken im Mackie ein? Frauen. Was für ein Mongo. Frauen. Entschuldigung. Ja. Ist dein Ernst? Ja, ab und zu, also ich trinke jetzt. Ich Oder sag was nichts jetzt eine dagegen, sitzen? man holt sich mal schnell einen Kaffee, aber Ja. ich sitze mich doch nicht in den Mackie ein, um da Zeit zu verbringen, dass ich meinen Kaffee Wenn trinke. wenn ich einen Kaffee trinken gehen möchte, dann sitze ich mich in einem Café. Ja. Du bist ein Genie, Kani. Du bist irre. mein Gott, Also verdammtes Genie. Leute, geht's lieber in ein Café und das ist kein Mac von steht, weil Immer einen ganz anderen Spielzeuger. Super Soaker. Super Soaker. geil. Du weißt, was ein Super Soaker ist. Ja, natürlich. Ja, Was ist denn ein Super Soaker? Endgegner, eine pissen Ja. und Leid abspritzen. Ich wollte gerade sagen, die spritzt noch mehr wie ich. Aber Als alles. ich. Entschuldigung. Ja, genau. Zufall? Ich glaube Es ist aber nicht. dasselbe. So, und jetzt haben wir schon wieder beim Top-Comment vom letzten Video. Es geht einfach immer ums Wichsen und um den immer. Onkel Werner. Ja, wir haben einfach nur in der Pubertät Ich würd sagen, Hat ja. euch der Onkel Werner mit dem Super Soaker abgespritzt? Mit seiner, ja. mit seiner. Ich wollte es auch gerade sagen, ja. Ja, ich war Erster. Super Soaker 2000. Ja. Ich habe einen Super Soaker 2000 gehabt. Ich schwöre dir, den, wenn ich ganz aufpumpt habe. Und da habe ich so einen Anzeiger an der Seite, der war ungefähr so groß, hat hinten einen fetten Tank gehabt. Das beschreibt mich ganz gut, ja. Aufpumpt, über alle Maßen, Ja, bis nicht mehr weiter gegangen ist. genau. Bis so hart gegangen ist, wie Ja. einfach direkt in der Früh, da wo du dann auch schon so schräg hinstellen hast müssen. Was? Der hat nicht, den, wenn ich da von 1 Meter Entfernung aufs Kreuz schießt, der hat richtig weh da. Der hat richtig Schmerzen verursacht. Es hört sich immer noch 1 zu Ja, 1 nach. und so. Immer noch. Da haben wir immer noch beim gleichen Thema. Super Soaker gehabt. Ja. Aber nicht den, ich schlitze das Kreuz auf Super Soccer in Bukarest. Immer so Wasserschlachten haben Wir wollten gemacht, mal als Kinder, Wasserbomben. wie es die ersten Super Soaker, die haben wir Nummern gehabt. Super Soaker 20, 25, Ja. 50, 100. Und dann ist es irgendwie weitergegangen und dann hat es irgendwann gegeben, da wo es dann 100. Kanister hinterm Bugel Ja. umgehauen hast. Und den wollte ich mir unbedingt, das muss der coolste sein. Das war totaler Scheiße. Ne? Hast du den gehabt, oder? Nein, den habe ich nicht gehabt, aber irgendein Spezi bei uns hat ihn gehabt. Und es war totaler Scheiß. Der Beste war der ganz normale, stinknormale blau-gelbe Super Soaker 100. Ja. Der war einfach am schnellsten wieder aufgefüllt, am schnellsten und hat am weitesten geschossen und so. Das war schon ganz geil. Die waren echt super.
Supertag aber Ja, es ist sehr zweideutig. was du Ich da habe machst. einmal an meinem Geburtstag mal zur Wasserschlacht geladen. Ja, das ist die Bukake der Kinder. Verzeih fertig. erinnere mich da dran. Kinderbuk. Nein, sag's nicht. Das ist der Kanal weg. Sag's nicht, das ist der Kanal weg. Nein. Kindergeburtstag einladen. Kinderbuburtstag. Der klassische Kinderbuburtstag. Schön, ja. So mit Wasserbomben und anschmeißen. Boah, leck, Wasserbomben Wasserbomben. und Wann hast du die letzte Wasserbomben geworfen? Kann mich nicht sagen. Ewigkeiten her. Die kannst du Es jetzt waren auswendig so nicht ja sagen. mehr Wasserbomben schmeißen. Alter. Okay. Festival. Jo, ich glaube. Kein Mensch hat Ja, vor 3 Wasserbomben auf Jahren. Festivals. Also- Ich Also, habe noch Das nie ist ja bei der nicht, Wasserbomben aber- schmeißen sehen. so ein Scheiß, das ist total gelungen. Du, weil die werden komplett über den Zeltplatz gefahren. Ja, du auf den Schwuchtelfestivals vielleicht. Ja, der ist wirklich. Was das voll unfair ist, Warum? du hast was steht genau drauf? Sounds gay, I'm in. Ja, er zieht ein T-Shirt an, sounds gay, I'm in und kann sagen, was er will. Ich habe ein Vollbiss-T-Shirt an und kann gar nichts. Kann man nicht mal mehr lesen. Was steht bei dir um? Bei mir steht drauf, heute ist mir wurscht. Er lacht der Sautipp. Wow. Das war so eine unangenehme Stille, die 2 Sekunden lang. Das ist mir wurscht. Ist schön, der T-Shirt. Ich mir Du bist gefällt's. ein Arschloch. Kann ich uns haben? Ja, dann kaufe ich dir keins ab. Ja, 180 Euro hätte ich gezahlt. 180. 180. Ja, jetzt Haben wir nur mir mal Das ist nicht mal der Anschaffungswert. anschaffen. Später, den ja jeder kennt, du glaube ich kennst nicht, aber du kennst ihn auf alle Fälle, haben wir mal die unfassbar gute Idee gehabt, T-Shirts machen zu lassen. Und Stop it. das war Entschuldige. paranormales. Case. Spielzeug der Kindheit, Ouija-Board. Ja, ja war Weiter. leck. Wo haben wir stehen geblieben? Ja. T-Shirts. T-Shirts machen zum Lassen, weil deine Geschäftsidee da, die ist ganz nett, aber unsere war besser. Ich weiß ja eigentlich gar nicht, warum wir das nicht gemacht haben. Und zwar kannst du für unser T-Shirt so viel zahlen, wie du möchtest, und das wird dir dann offiziell ins Knack eingestückt und du kriegst ein Zertifikat dazu. I'm in. Da Das ist kannst du, eine gute Idee. Oh, das ist Da kannst du Rich da Bitch keine- Clothing. es war Rich Bitch Clothing, richtig. Ja, nur kleiner Sidefact, ich mache die T-Shirts selber, deswegen reden wir gerade drüber. Ja. Kann man die auch irgendwo kaufen? Noch nicht, aber wir können ja in den Jetzt hättest du mal das erste Mal in deinem Leben wirklich Werbung machen können, was tust du? Ja, die kann man nicht kaufen. wir können uns in den Kommentaren drüber unterhalten. Ich darf nicht so offiziell sagen, Grüße an den Steuerberater. Okay, bye. Göttel, Steuerberater. Göttel, ja, der aus Göttel, ja. Da fallen mir noch zwei viel offensichtlichere Sachen ein. Das kleine, komische, runde Teil am Schlüsselanhänger mit 3 Knöpfen. Tamagotchi. Oh yeah. Ich habe Pikachu Tamagotchi gehabt. Ich habe Originals gehabt. Das war, nein, Und Pikachu. 1000 andere Billo-Dinger, die was Ja. dann beim Netto und so gegeben haben. Überall hat es ziemlich scheiße. Dann schön an der Kasse über die Feuerzeuger und über die kurzen Feiglinge und was weiß ich. Ja, Und da wo war man, man, halt, da wo man Kinder Genau. üblicherweise ja dann halt Genau. auch auffixt. Mama hat wieder Feuerzeug gebraucht zum Rauchen und dann haben wir Nimm jetzt ein Feigling oder nimm mir Tamagotchi? Ein Jagermeister zum Fahren und für damit mich der- ein Tamagotchi ist mein Maul halt Damit hinten. der kleine Hurensohn das Maler kriegst, Genau. der Tamagotchi. Jetzt kannst Der genau die Autofahrt von Penny zu Heim überlebt hat, weil dann war er eh schon hin. Die Geil, ganz originalen Tamagotchis damals, die sind ja von den Chinesen oder von den Japanern gekommen? Ich glaube von den Japanern. ich glaube, ja, Japaner, weil. Die waren hier, wie sie gestorben sind. Die ganz Die waren hier, wie es gestorben haben. Ehrlich war, also war dann auch Das Gerät war kaputt, Ach so. wenn das Viech da drin gestorben ist. Ja, wie bei den Nintendogs. die sind nicht gestorben. Aber Die leben halt heute noch. und haben immer noch klar und Ja, gerade genau. auf die Welt gekommen. quasi. Fütter mich bitte. Hast du Nintendogs gehabt, oder? Ja. Ah, das habe ich nicht Nein, ich gespielt. hab's auch nicht gehört. Ich habe einen DS gehabt mit Anno und GTA Chinatown Wars. Das soll ziemlich gut gewesen sein. Das war ziemlich gut. War, was heißt ziemlich gut? War für ein scheiß Handheld-Game von vor 20 Jahren war es ganz okay. Ich habe für den Oder DS 15. ich hab mir den DS nur geholt wegen die 2 Zelda-Spiele. Und, Die hab ich und auch gehabt. wegen dem Remake von der 2. Generation von Pokémon. Das hat hab mich, ich dann, gehabt. hat mich dann irgendwann genervt, dann habe ich es verkauft und jetzt nervt es mich, weil die Edition, die ich gehabt habe, kostet jetzt 150 Euro, wenn ich es kaufe. Und ich denke mir, fick dich, Kanye, warum bist du so behindert und verkaufst den Scheiß? Ja, ich hab was waren das für Zelda-Spiele? Das war The Minish Cap, glaube Nein, ich. das war auf dem und Game Boy Advance. Echt? Auf dem DS war das nämlich Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Die da, in wo du dem- zugefahren bist. Ja, genau, anscheinend, mit dem Schiff. Das war in dem Look von Wind Waker. ich erinnere mich. Ausnahmsweise schon. Ich erinnere mich, ja. Waren beide gut. Waren beide sehr gut sogar. Das hab ich gespielt, wenn wir von Hamburg heimgefahren haben. Wobei Minish Cap geiler war auf dem Advance. Mit der Mützen, mit der Schrumpftechnik. Da, wo du dann und so. klar geworden bist Ja, und genau. so ein Scheiß. Ja, Das war weiß geiler. ich nicht. War gut, ja. Wir haben es geheißen Furby? Hat ich beim Furby War gehabt? leck Die waren auch schon. in den 90er, oder? Furbys. Das Albtraumviech aller Albträume. Hast du das Bild gesehen vom Furby ohne Fell? Ich hab die lieb. Ja. Die wirklich alle in einer Reihe stehen. Ist das nicht erst in einem Film irgendwann aufgegriffen worden? Ich weiß nicht.
Die Mitchells gegen die Roboter oder irgend so ein Scheiß. Da wurde erst Mitchells vs. The Machines auf Netflix. das ist der beste Animationsfilm, den ich glaube, ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Vor den Spider-Verse machen. Im Ernst? Ja, von den Das erklärt einiges. Ich habe mir den angeschaut und jetzt sagst du den Titel, denkst du, wie heißt der genau? Mitchells vs. The Machines, glaube ich, heißt der. Ja, aber die deutsche Übersetzung ist ja die Mitchells gegen die Maschinen. wahrscheinlich. Du musst dir denken, Alter, was ist denn das wieder für eine Billo-Scheiße? Wenn man das angeschaut, 10 Minuten angeschaut und denkt, Alter, ich habe jetzt, glaube ich, 24 Mal gelacht, das ist das letzte Mal vorgekommen, 1994. Best Weltklasse. Movie ever. Hat Spaß gemacht. Da kommt auch ein Feuerwehr vor. Da kommt, glaube ich, ein Riesenfeuerwehr vor in dem Einkaufszentrum, wo da kommt dann so. Deswegen habe ich jetzt da gerade so Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich glaube, meine Was hat denn Schwester. der kennen? Ja, Du hast du keinen hast Bannwerfer kennen. du hast denen was gesagt und er hat neu geschmerzt. Das ist nur mit dem Feuerwehr gegangen. Nicht mit dem Gameboy, Nein, ist nicht nicht mit dem Controller vom Super Nintendo, nichts davon. Aber du hast dem Sachen gesagt und er hat nachgeschmerzt. Das ist wieder Flo. Das stimmt. Das ist wieder Flo. Reagiert der auch, wenn man da davor so macht? Ich Musst irrigiere du- da. Klang immer ins Auge, jetzt. Aber die sind scheiß gruselig, die Scheiße. Alles, Der was hat selber so- schmerzt, ist asozial. Das ist wie ein Alexa, wenn du daheim hast und die schmerzt davor mit der Nacht. Seitdem steckt es immer aus, die Hure. Oh, das ist Der die, hat- das ist die erste Frau seit langem, die mit mir Ja, redet. genau. Läuft da so Tränen drüber. Wir könnten mal alle Alexas in sämtlichen Haushalten aktivieren, indem dass wir sagen, Alexa, bitte bestelle 40 Kilo Zitronen. Bestellung abschicken. Danke. Nein, nicht stornieren. Ich hab dich lieb! Dasselbe mit Okay Google geht, weiß ich nicht. Was, Okay Google, spiel mir eine Sounddatei eines beliebigen Pornos ab. Flo ist gruselig, was du für bist. Das ist schon beamtlich. Was hat denn der alles können? Der hat blinzeln können, der hat schmerzen können und den Mund bewegen können, der hat so einen kleinen roten Bläschel gehabt, das weiß ich noch. Also Ein Infrarotding hat er drin gehabt, da hat er halt reagiert, wenn du davor irgendwie am angefuchtelt hast oder vorbeigegangen bist und so. Mit den Ohrwascheln oder was da können, glaube ich. Das kann sein, ja. Und das war's. Und Schmerzen halt. Schwätze. Ja, genau, der hat halt aufnehmen können und das dann. Ja, asozial war das Viech halt. Das war einfach nur das gruselig und war wirklich behindert. komisch. Mit den großen Irgendwie Augen, die scheiß Augen, die habe ich halt nur im Kopf. Ja, ist ekelhaft. Klipp, Ja. klipp, Ich hab gesagt, ja. Google so meinen Furby ohne Fell. Oder Warum? beziehungsweise weil dann schlafst du halt nicht mehr. Ja, Aber das Mensch, hat schlafst den du. jemals rasiert? Ja, oder Ja, du den kannst hast du nicht. aber da können, glaube ich. Aber nur das Innengestell praktisch mit seinen Augen und so, das ist richtig. Das ist, Warum zirkst du Furby aus? weil ich ficken wollte. Eine Würstel. Ja, okay, mit Weil 14 ich Jahren verstehe ich. wollte richtig, Mit 14, da einrichten. muss man einfach mal Sachen ausprobieren. Dann Ich habe hab ich mir gesagt, der gedacht, Mund, der Mund, der sich bewegt, haben wir gedacht. ab Einer. jetzt wird in den Furby Ich eingewürstelt. muss immer Bekannte sagen, muss nicht schmecken, muss wirken. Ja, eben. Es hat doch auch so kleine, so ganz so, ich glaube Micro Machines haben es geheißen. Das waren so kleine Boxen zum Ja. Aufklappen und dann war da so ein Autohaus drin mit einem Lift zum Kurbeln und ganz kleine Autos zum machen. Als Gegenstück für die Mädels aber Polly Pocket. Ja, genau. Die Micro Machines weiß ich auch noch. Sagt ihr gar nicht. I'm so Die nervt sorry. mich so viel. Nix hat er gehabt. Also, tut mir irgendwie leid. Bei Polly Pocket, das verschweigst du uns wieder, da bin Genau, ich du mir bist so im sicher. Das Penner. Traumtelefon? Hast du jemals einen Kevin angerufen und gesagt, du hättest gerne ein Date mit ihm? Nein, Nein, habe ich leider nicht. Wobei, heute eher du. Ja. Sounds gay, I'm in. Ja, Logo, Kevin. Call me. Ist es I'm in, dass du dabei bist oder bezieht sich das auf was anderes? Dann haben wir noch so Ist die Frage für die Runde. Das ist, Das ist eine gute Bewegung. wie du möchtest. Wie du möchtest. Wie du möchtest, da bist du moralisch flexibel. Da bin denkst ich sehr flexibel. Ich bin Sehr allgemein flexibel. And now kiss. Ah. Spiralen? Ich hab nicht verhüten müssen, ich bin ein du. Für die Mann. Frau. Ich wollte auch gerade sagen. Ja, so ahnungslos. Diese Regenbogenspiralen. Die, wo du die Dinge, Treppen wo man abgeschubst hast? Ja, zum Beispiel. Ah, wird Ex-Freundin. Warum was, Komm unerwartet! was schwanger oder was? Also danach nicht mehr. Okay, da geht er dahin, der Kanal. Adios, amigos. War nett euch Hast du gegen. wenigstens Fahrt auf Minge Kannst du haben. Themawechsel. Spiralen! Diabolos fallen mir noch ein. Weißt du, was ein Diabolo ist? Nicht Diablo, sondern Diabolo. No. Tatsächlich Ne? nicht. Das Trigger mich jetzt Stecker, Schnirl und dazwischen so schaut aus wie eine Sanduhr, wo man so Ah ja! Dings tut. Das haben sie Nee. auf der Straße draus Ach klar, die. Ja, Ja, ja. ja. Die, Das wo war- du hochgerufen ja. hast. Und, ja, doch, klar. Da hast du trainiert für den Zirkus, oder? Genau, das auf dem Einrad habe ich das für, gemacht. für die Freak. Kani, du schaust jetzt körperlich nicht aus, als wenn du jemals. Alle haben das gemacht, du Mistsau. Dein Maul wird übertreten, wo ich schubst. Das Einzige, was du gleich nicht halten kannst, dieser Dreirad. Nicht einmal da. Ein Bobbycar. Habt ihr das Gogos gehabt?
Diese kleinen Plastikmanschkerl, mit denen man dann auch wie praktisch, wie war das, Zehnerlwerfer oder Pfennigwerfer, der Scheißdreck. Und die hast du dann mit Gogos machen können. Das waren so kleine bunte Plastikmanschkerl, die hast du dann auch werfen können. Wir haben einen Park gehabt. Kennst du Park noch? Ja, aber das waren die Platten, oder? Park, jeder spielt Park. Park, jeder macht Park. Und damals, ich weiß nicht, hat Wir haben irgendjemand. halt ganz schön viele Trailer gesungen. So. Ja, ist ja Gibt es wichtig. eigentlich so geile Jingles heute noch für das Spätzeug, so wie früher? Ich schaue halt. Ich schaue nicht nämlich so- auch nichts ja, mehr, weißt kein du nicht? Fernsehen, nichts, keine Ahnung. Sollte man mal googeln. Ich glaube schon. Müssen wir mal nachschauen. Macht nicht Finch asozial sowas wie Fick mich Finch? Das ist ein Spätzeug. Das ist ein Spielzeug. Also ich sehe den Finch schon als Spielzeug für Frauen. Oh, ja. Kinderspielzeug. Und was nein. auch geil war Monster mit Pocket, kennst du den noch? Das waren auch lauter Sagt mir auch was. lauter so kleine, ganz flexible Plastikfiguren und so die ganz bekannten Monster halt und unbekannte Drachen, Mumien, was weiß ich was. Die waren einfach nur zum Sammeln, gell? Genau, da hat es aber ein Spiel auch gegeben dazu, auf dem NES hat es dann ein Spiel gegeben. Und ich weiß nicht, ein Stick-Album, glaube ich, hat es noch gegeben und lauter so Zeug und die waren nicht auch einfarbig bunt, aber halt einfach zum Sammeln. Und ich bin sowieso schon immer der Sammler gewesen, weniger der Jäger, eher der Sammler. Alles, Titelblätter, Pocket, Monster mit Deswegen kannst Pocket, du kaum rum hast. aufstehen. Was? Das sagt der sich vorher beim Sitzen das Kreuz verrissen hat. Ich stehe ja normal da. Ich mache keinen Hehl draus. Pokémons, alles habe ich gesammelt, alles. Pokémon? Zigarettenschachtel habe ich gesammelt als kleiner Vollidiot. Habt ihr das auch gemacht? Oder hast du schon fertig gehabt? Ja, schon. Mann, brauche ich was anderes, wir feiern die 23. Wo es damals auch nur so Der gute Ewald. dieses Thema mit verschiedenen Kneten und so Apps. Oh, leck Play-Doh! Play-Doh, Ja. genau. Aber halt, stopp! Ich hab schon gesehen, das wird halt ein bisschen eine längere Folge, wir haben noch lange nicht fertig. Jetzt haben wir bei Play-Doh. Jetzt müssen wir noch mehr Werbepause machen, aber sonst geht die Kamera wieder kaputt. Sehr schön, zauberhaft. Wo waren wir bei Play-Doh? Bei Play-Doh, ja. Das hat so geil gerochen. Ich wollte dir einbeißen. Ja, und das ist so eigentlich leicht. Habt ihr ja die Arschlochkinder so gehasst, die aber diese Billigknete gehabt haben? Ja, was Ja, ist denn was ist denn Wichser? das eigentlich Wenn für du eine nichts leisten kannst, dann spende mit mir, du Bettler, mit Weizer. Ohne Witz, da wo es diese gelben Fick Packungen dich, gehabt hast mit ja. den verschiedenen Farbdeckeln drauf und wer das nicht gehabt hat, das war einfach ein Witz, wenn du 100 Lächerlich, verschiedene der Farben ineinander geknetet waren. Wer macht denn sowas? Die haben wir gemobbt, die Kinder. Zu Recht Das auch. ist alle haben es also gemacht, dass spätestens nach einer Woche täglich Play-Doh spielen. Im roten, im blauen, im grünen, im gelben, im weißen und im zweiten roten Eimer. Nur noch brauner Bart, fast brauner Bart. Ich bin absoluter Autist gewesen. Ich habe das penibelst und habe das getrennt. Ich nicht. Also der Nimm's Kani hat Skalpell. eigentlich nur den weißen. Echt? Beim Kani, der hat immer den weißen, da war immer weiß drin. Ja, vom Onkel Werner. Das war flüssig irgendwie. Ja, das war ganz komisch. Zähflüssiger. Mit Zähfixschleim. Sehr fix. Oh, das ist ein geiles Ding. Das heißt so. Hast du jemals Sexualkunde gehört? Vollidiot. Nee, Okay. ich kenne nur das mit den Bienchen. Und Storchen. Storchens. Nein, Bienen und Blumen. Wir haben in Bienen und Landau Storchen. 5 Storchen. Hast du gewusst? Storchens. Storchensee. Sagen Sie mal gescheit. Storchensee. Ich bin Storchens. jetzt ein bisschen angestorcht, erzähl mir mehr. Angestorcht. Habt ihr die scheiß Klebehände gehabt? Ja, die Habt ihr die kleinen Menschgel gehabt, die wo du dann die Fensterscheiben wirfst und dann haben sie Ja, an, ja. Die, an die Feist und an die Füße so genau drucken und dann hat so oben. So, und hat es auch von He-Man gegeben. Den hast du mit den Händen so in den Scheiben hängen können. Habt ihr es auch damals, also meine Mutter hat damals immer statt Gardinen, hat die diese Fensterfarben, Ja, die hat da so Beutel draus gemalt und hat die dann in die Fensterscheiben, wir haben die geheißen. Window Colors. Ja, Window Color, Window ja, Color, genau. also. Fällt mir Wunderklasse. komplett schnell was anderes ein. Das haben die Weiber eben gehabt. Das waren so kleine. Spiralen. das haben wir Nein, verhüten. das waren so kleine Steckerl. Die hast du auf so ein weißes Teil, hast die verschiedene Farben anordnen Ja, können, die dann musst hast du du dann überbügelt. bügeln. Ja, Und dann hast du es auch aufhängen können. Das haben die Weiber eben gehabt. stimmt. Wir haben die komischen Perlen, weiß ich. Ja, Ja, es sind keine Perlen, das sind Ja, so keine ich weiß Steckerl nicht, ja, halt, in Perlen, verschiedene genau, Farben. genau, Perlen. Du hast bügelt und dann Ah, die Window Colors waren so hässlich, sorry. Das hat gut ausgeschaut. Na. Ich hab Pokémons gemeint. Pokémon. Ich hab immer Pokémons gemeint. Scheiß fucking Pokémons. Lass ihn in Ruhe jetzt. Pokémons waren Was super. haben wir noch jetzt gerade? Jetzt haben wir noch auf so Kennst du, geschaut. Spielzeugsoldaten. kennst du diese Rolle, da hast Das du ist ganz klassische Grennespiele. ja, so ganz einfach, da hast du so eine Rolle gegeben, das war wie so eine Wurst, so eine Salat. Wurst, da waren so Wurst? Tiere drin, so Delfine, die so ausgeschaut wie ein Meer, das war so blau und eigentlich, wenn du das von vorne geschaut hast, hast du das ausgeschaut wie ein Arschloch. Und das hast du praktisch, da hast du Sachen, Ja, was dann. ja, da hast du Sachen reinstecken können Wie oder die Finger hast du vorne dran praktisch. können. Ja, Gerade genau, in so großen Finger oder hast du, ja, Flüssigkeit, so ja. Finger und so. Also wie ein Arschloch. Stimmt, Ja, das ist genau. gut beschrieben, ja. Okay. Das ist gut bestimmt wie ein Arschloch. Ja, Ein das ist schon Kaleidoskop. Bin ich damit gespannt. Ah, dieses scheiß Ding da, oder? Das Fernglas, wo man dann Ja. umgeschaltet nach Beutel. Also ich weiß, was Die aber ist das war auch, doch ja. also das Rote mit Ja. dem gelben Hagel.
Ja, genau, ja. Das hat auch offensichtlich ja jeder gehabt. Und ein scheiß Kaleidoskop hat auch jeder daheim gehabt. Da waren irgendwelche Bresel drin, das hast Draht und hast oder auch schon wie ein Fernrohr und da war halt irgendein Muster drin. Ja, genau. Und das ist Draht und was damals, was denkst, was soll das Scheiß? Da hast du es nicht geworfen. Von alle 4 Wochen hast du mir gedacht, hey, was kommt das eigentlich? Ach ja, das war das weg. Genau, voll Kein behindert. Neu. Das war praktisch das Kindercrystal, das du damit wirst. Das Kindercrystal. Ja, genau. Du schaust dir da rein, damit du damit wirst, ohne dass du 10 verlierst. Tja. Ja, oder so generell Fernglasel oder sowas, das war bei uns einmal ganz cool eigentlich. Wo wir unser Lager gebaut haben und so. Also du hast immer Fernglas dabei gekommen und hast geschaut, ob irgendwelche Feinde kämen. Sondern natürlich nie welche kämen. Ich verstehe aber auch Wir nicht. haben uns ja damals, weil es hat so in die Dörfer, was gibt es ja heute überhaupt noch, ich habe schon lange nicht mehr geschaut, so keine diese Dörfer mehr, ne? Sonntagsmärkte. Da wo man zum Beispiel auch diese Flieger gekauft hat, weil wir vorher schon geschmerzt haben. Ich kenne die bloß vom Volksfest. Und bei uns war es immer so geil, weil uns hat da keinen interessiert, da haben wir dann ein Survival-Messer gekauft. Und wir haben uns Rambo angeschaut als Burm und dann haben wir so ein Survival-Messer, was schon vorhin schon finden, zum Auftragen mit Kompass, mit Nahzeig und so. Da haben wir uns das Messer gekauft als, was weiß ich, 11-, 12-jährige Burm, kein Sau hat's interessiert und dann sind wir im Wald umeinander gerannt und haben Rambo gespielt und mit dem Messer überall reingehauen und so. Das hat eh nicht lang gehalten, hast zweimal in den Bauer gehauen und was hin. Aber ich hab gedacht, was ist da damals losgegangen? 12 Jahre alt, kann ich das Messer fallen, da 10, 15 Mark, da, nimm noch. Sebi war was mit diesen ja- Airguns, mit diesen Softguns. Die Softguns wo waren noch auch diese- sehr, ja. Wollte ich fast gerade erzählen, bei uns war noch eine ganze Zeit gegeben, da war ich gerade in der Hauptschule, da war es mit Butterflies. Das, ohne Scheiß, da ist der ganze, nicht bloß, also hat er mir einen Butterfly bekommen, war krass, der ganze Pausenhof, jeder von den Buben ist da gestanden und hat mit Butterfly gespielt. Jeder! Ausnahmslos! Das habe ich heute noch umeinander liegen. Das ist so Das darf man nicht haben, ja. Also, da habe ich, da hat der Onkel Werner mitgenommen. Das ist am In was für einer- in was für einem- Das in was für einem Ghetto warst du in der Schule, weil wir haben am Pausen auf dem Heckesack gespielt. war nur eine ganz kurze Phase. Da hast du das Waffengeschäft in Landau gegeben und da war die Frau drin und da bist du reingegangen mit der Hilfe und gesagt, ich hätte gerne das Butterfly. Und dann hat sie gesagt, ja, da, Alle, da, schenke Völlig, dir. da, der Schiene nicht, aber ich hätte jetzt gern 20 Mark. Bei uns hat es einen Viertel gegeben, wo ich stehe. Da hat es auch die Waffen gegeben und da hat es dann die Softguns gegeben, die du jetzt vorher gesagt hast. Ja, gut, ja. Was der auch braucht. Softgun und dann so, wie nah kannst du am Arsch aufzielen, Bart Boah, und 10 Flaschen ja, drauflegen. die hat so blaue Flecken. Da, gegeben. boah, die haben wir leckt mich gehabt, die am haben Arsch, ey. richtig gezogen. Und die Psychos dann, weil wir haben halt dann irgendwie aufs Kreuz geschossen oder auf den Arsch, was nicht so weh, dann hast du die Psychos, die dir ins Gesicht gehalten haben und haben dann Ja. das Augen ja, hergekratzt. ja, Das das hat bei mir auch mit. sind aber dann immer die Leute gewesen, die dann später völlig auf Drogen eskaliert sind und jetzt im Knast hocken. Das hast du gerade extrem gut beschrieben. Es ist tatsächlich so. Also Alle, im die Knast gehen- bin ich mir nicht ganz sicher, Jo. bei dem, der mir da ins Gesicht geschossen hat. Die ich kenne, alle steile Drogenkarriere, Knast. Und das geht, also merkt es euch leid, wenn du einer bist, der mit der Softgun jemand ins Gesicht schießt, dann wirst du später drogensüchtig sein und im Knast sitzen. Also Richtig. der Einzige, der mir ins Gesicht geschossen hat, war der Onkel Werner. Und ich sag's dir, wie es ist, ich hab demjenigen mein Butterfly nachgeworfen. Boah, Ich hab nie jemanden irgendwie irgendwas da oder sonst irgendwas, aber da war ich so weit, wo ich mir gedacht hab, das ist, hat er jetzt nicht gerade wirklich da. Landau ist Dann ein hab ich's ihm Pflaster. nachgeworfen. Menschenleben ist nichts wert in Landau. Herz ist einmal wieder. Das ist absolutes Ghetto. Da geht's richtig ab. Ja. Ja. Durchschnittsalter sind wir 20. Ja. Bin ich froh, dass ich die Taxifahrt damals überlebt habe. Du hast das bald hinter dir. Also der Teufel ist los, jetzt garantierst du. Was hat's jetzt so? Ja, was, Jetzt war's vorbei. vor dir sonst noch was ein? Ja, Spielzeugsoldaten haben wir vorher schon gesagt, Ja. war immer gut. Codehaufen, draußen, irgendjemand hat immer einen Garten gehabt mit einem Codehaufen und da hat man dann saubere Lecherbohr, Gramm und Burgen gebaut und da hat man dann Soldaten eingestellt und hat man gekämpft, Ja, immer. bei Sandkasten war es bei uns. Und wir nicht. Ist das ein Hole? Yes. Ja. Find a hole! Was war euer Lieblingsspielzeug in der Kindheit? Das gibt die Frage an die Community, die kommt vielleicht ein bisschen spät komplett zum Schluss an dieser Folge. Das hat sich so aber, schön lange dazu jetzt, oder? Da ist. ja. Also, aber die Leute, ganz ehrlich, die da noch immer noch zuhören, da bin ich mir sehr sicher, dass die da was da drunter schreiben. Und was? Und was schreibst du drunter? Der Was war denn dein Lieblingsspielzeug dann in der Kindheit? Wenn wir uns jetzt festlegen müssen. Super Nintendo. Deins? Ein Onkel Werner sei Wirstall. Nein, ich glaube, bei mir war es wirklich tatsächlich Gameboy und Co. Das war wirklich, ich hab das Er redet die ganze Folge nur über Boinern und dann Ja, sagt er, was na, sein Lieblingsspielzeug ist der Gameboy. Ich hab, Du verarsch uns doch! Seit Anbeginn dieses Podcasts verarscht uns du. ja, Ich glaube schon. aber wenn ich jetzt gesagt hätte, ich spiele Fußball, dann war wieder Gameboy, der Idiot hat nur Fußball gespielt. Oder das war Super Jugend. Nintendo Du hab ich bist dann trotzdem fett. Hab ich Super Soccer und FIFA gespielt. Oder? Ich habe sogar was? FIFA Street gespielt. Aber ich denke, FIFA Street, oder? Das war ein richtig geiles Spiel. Das war auf der PlayStation 2, oder? Oder hat's auf der 3 nein, es war glaube ich eines der ersten oder so recht am Anfang von der PlayStation 2, was du da mal auskennen, das war schon brutal. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss ja jeder für sich selber wissen, aber der Kasten da, Der hoppala, steht- der hat auch mein Leben verändert, aber
Der zirkt sich bis heute. Der ist an meiner Spielesucht. Das war doch schuld. mit Bei Körper mir oder so, war's- oder? bei mir war es er da. Nein, ich hab da war ich noch so jung und so klar, einen NES haben wir auch gehabt, aber beim Super Nintendo war ich dann schon so, dass ich tatsächlich auch verstehe, was ich da tue, und da war es vorbei. Da war es komplett vorbei. Irre gewesen. Aber Secret of trotzdem hat Mana. man es, wie wir schon geschmerzt haben, hat man es geschafft, dass man rausgeht, draußen miteinander wurschtelt Stimmt, und ja. trotzdem aber 8000 Stunden auf der Super Gefühlt, Nintendo ja. aufgeballert. Was man halt auch festhalten muss, finde ich persönlich, ist, wir haben damals noch Langeweile gekannt in der Jugend. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch so ist. Da haben wir uns in Folge 2 bereits darüber Ja, unterhalten. aber das ist immer noch Aber was, das, wo ja. ich sag, obwohl man mir schon das elektrische Zeug gehabt hat, zumindest ein bisschen was. Du bist ein bisschen jünger wie mir, du bist ja schon viel, Ja, so. deine Kindheit, da war ja das Zeug schon lang, ja gut, gang und gäbe, sage ich jetzt mal, noch nicht so ganz krass, aber fast. Wir hatten halt Da war schon Internet. PlayStation 2 Aufwärtszeit. Und Ja, Internet 1, 2, war ja. eigentlich auch schon existent. Ja. Interniert. Dein Lieblingsspielzeug, ganz konkret? War wirklich, glaube ich, dann wirklich der Gameboy, aber dieser Nintendo DS war das, glaube ich, diese Breite. Also wirklich mit Pokémon, und Game Boy Color hat sich angefangen mit Pokémon. Und ja, Pokémon hat einfach mein Leben verändert damals. Das war, it is what it is. Pokémon ist war so. einfach das Spiel. Dein Lieblingsspielzeug aus der Kindheit? Ja, bei mir geht es über von Actionfiguren, wie eben dieses Street Sharks und Extreme Dinosaurs, und und Power Rangers, die kann ich mir voll präsent in meiner Kindheit und Lego erinnern. Und dann eben, sage ich jetzt mal, mit 11, 12, 13 hat es dann übergeschwappt eben auch zu NES und Super Nintendo. Und dann war ich auch voll im Gaming-Business drinnen. Leider kein Geld damit verdient. Witziger Wortwitz. Nervt mich. Warum? Gaming. Auf jeden Fall. Sounds Gaming, I mean. Sounds Gaming ist auch geil. Ja, dann, Ja. der Riesang, falls Schön. die Leute noch was einfällt, ab in die Kommentare, bewerten nicht vergessen, und jetzt sollt ihr 14 jetzt 2 Mongos, jetzt gehen wir heim. Okay. Oder? Okay, tschüss. Ja, okay, bye! Bis zum nächsten Mal! Über was unterhalten wir uns beim nächsten Mal? Über meinen Wichsen und Onkel Werner, über was? Du jetzt den Gamer her, Pokémon zocken, Link-Kabel. Olle, kennst du das? Spiel hi. Geil, Spiel hi. Okay, hi. Okay, hi.